Dann scheint noch eine riesen... Oh, die Zierleiste. Oh, die Zierleiste. Oh, noch ein Holz von hier einfach unterlegen. Aber so kippelt der dann so, ne? Unterziehen, ne? Bis auf das Blech. hier. Auf ein bisschen Blechebene. Können wir einfach jetzt kompletten Schwangel runter. So, Mahlzeit, moin Freunde für die Unterhaltung. Wie ihr leider wisst, mussten wir letztes Wochenende, konnten wir kein Video rausbringen, weil wir keins hatten. Aber schwierige Zeiten sind da. Wir sind leider auch ein wenig dran gebunden. Deswegen werden wir heute ein lustigeres Video drehen, weil wir uns da Gedanken gemacht. Wie ihr wisst, vor 2 Wochen haben wir ein Video gedreht. Da ging es darum, dass die Baustelle dringend Betonrohre braucht. Heute ist das Problem, die Baustelle braucht Wasser, weil es hat ja auch nicht mehr so viel geregnet seitdem. Deswegen bringen wir heute ein bisschen Wasser vorbei. Nein, Effekte soll das Ganze haben. Wir wollen heute testen. Letztes Mal waren wir ziemlich Schwerpunkt sehr tief gehalten. Heute wollen wir den Schwerpunkt mal etwas weiter nach oben holen. Extra mit Anti-Rutschmatte. Genau. So, und dabei geht es, dieses Fass Stück für Stück immer weiter zu befüllen und zu schauen, was das Auto überhaupt macht. Oder eher gesagt, was das Wasser in dem Fass macht. Mit dem Auto. Oder was es nicht mehr macht. So, warum natürlich jetzt wieder sicher sagen, das knickt ja ein, das Dach und so. Konventionell, erst haben wir gedacht, wir brauchen das Ding eigentlich nie. Oh, hallo Hund. So's. Ne, wir wollen ja auch Stefan ein wenig schützen, nicht dass das Dach irgendwie einknickt, einfällt, wie auch immer. Ja, das Auto kennt wahrscheinlich auch noch keiner, weil wir das erst seit letzter Woche haben. Hallo Bauzi. Ja, ein Polo 86C mit einer Gasanlage, kleiner Motor, 1 Liter Maschine. Ist jetzt nicht so, ich meine, verbraucht zwar jetzt auch nicht so mega viel, aber eine Gasanlage noch zu verbauen, also Okay. wahrscheinlich müsst ihr da einmal im Jahr tanken oder so. Ah, jetzt. Stefan, wie verzurst du das Ganze denn jetzt? An den Verzurösen dieses Autos. Hat das Verzurösen? Also ich hätte ja eine Kotflügel eingehangen. Aber kann man auch noch machen, ne? So habe ich übrigens damals auch meine Kotflügel ausgezogen, weil die Räder nicht reinpassten. Hält ja sogar. Ja, macht einen guten Eindruck. Hätte ich nicht mal gedacht. Oh, da dachte ich, ja. Nein, das ist doch leichte Undichte gibt. Leicht bis mittelschwer. Gemacht. Leicht bis mittelschwer. Ladungssicherung, das muss immer toll aussehen. Die Polizei, wenn ihr das seht, ne? Die Polizei wieder was zu Das ist ja eigentlich gut, oder? So macht ein Fachmann das. Ha! Ist ja jetzt schon fast eingedürkt, das Ding. Na, wir werden jetzt erstmal 200 Liter oder so auffüllen und dann erstmal gucken, wie der fährt und dann ein bisschen mehr. Also Viertel voll. Also, ich glaube, das Dach hält. Ich vermute, das Auto wird irgendwann einfach ein paar Probleme kriegen mit vielleicht Innenraum Schleifgeräusch von den Rädern her. Vielleicht. Trotzdem. Kippt ja ganz schnell um. Ja? Der war doch ganz schon mit 2 Rädern in der Luft, oder nicht? Und nur ausgefedert. Man nicht richtig auf Scheibe nicht runter. Oh, kaputt. Einmal gegentreten. Fahrgefühl ist sehr schwammig.
hört sich ganz schön schwammig. So, die auf der Baustelle haben gerade gemeckert. Reicht noch nicht an Wasser. Somit hat Stefan gedacht, ja, wir können jetzt mal ein bisschen mehr Wasser rein tun. Jetzt sind wir etwas über Hälfte voll. Jetzt schauen wir mal, wie sich das Auto jetzt weiterhin verhält. Oh, so 600-700 Liter Evo werden es sein. Es wird spaßig. Oh, jetzt hebt er wirklich ab. Moin! Oh Mann, Wasser! Als würde ich hallo! Oh, ich versuche mal irgendwie hier rauszukommen. Hältst du die? Ja. Ganz schön wässrig. Vorsicht! So, jetzt. Ah, das ist geschmissen. Das war toll. Ja, vielleicht nächstes Mal mit Helm. Das knallt doch ganz schön, aber es ging noch. Aber haben wir auch noch nie geschafft. Und wie war der erste Umstürzer? Komm wieder hoch! Warum ist hier so viel Wasser? Ah, das hätte ich echt nicht gedacht, dass der rückwärts so rumgeht. Tja, Ach ja. Hoppala. war das jetzt ein Nahtoderlebnis? Ja, ne, eigentlich war es ganz entspannt. War halt nur, na, ging eigentlich. Aber ja, eigentlich, ich habe immer erst gehofft, dass ich, wenn dann auf die andere Seite fall, dann hat man noch mal ein bisschen Platz, aber Platsch. Richtig träge auch noch. ja, Platsch. ich so, oh, dann Steigt den aus der Tür aus. So, kuckuck. Jetzt können wir mal eben gucken. wie es im Spanngurt geht, ne? Ja, so machen wir heutzutage TÜV, oder wie war das? Kann man jetzt die Auspuffanlage gut beobachten? Ja. Ob die auch Guck voll mal in hier, Ordnung ist? deswegen war der so laut. Ah, Ja, heiß. Aber der lief noch. Musst du erst noch ausstellen. der Fall war nicht schlecht. Ja, oh, ich muss nein, nein. Das war nicht schlecht. Ist ja gut, dass der Hund da nicht drin war. Der Fall war echt gut. Oh, die Scheibe, die möchte gar nicht mehr im Auto sein. Die will nicht mehr. Das ist die Sommer-Edition. Da hätte es auch so rauskommen können. Bis zum Ausbau lief. Oh, wir bekommen Besuch. Ich stelle mich schnell vor die Scheibe. Immer diese Aber ich glaub, das Fass hat Spekulanten hier, ey. Die gucken aber schon mittlerweile aus der Luft zu, du. So, jetzt muss man das Auto nur noch anspringen. Also schlimm sieht es gar nicht aus, oder? Erstmal wieder Ich glaube, das Auto hat aufgerichtet. sicher. Manches- Die Scheiben alle wohl so. Na gut, fast hat alles. Das wäre nichts gewesen. Oh, wo habt ihr? Quatsch. Läuft wieder.
bei der Baustelle anrufen, dass du nicht mehr kommst mit Wasser. Das heute geht nicht mehr, mein Spiegel ist abgefallen. Wasser nicht, Delle. Zu unsicher. Aber ist doch noch was drin. Ja, Kann ich doch mal loskommen. Aber ich habe mich sogar angeschnallt. Ich glaube, sonst hätte es mehr geknallt. Erste Mal, dass ich mich bei dummen Typ anschnalle. Nicht schlecht, mein Lieber. Aber das Schöne ist, Auto läuft noch. Und Wasser? Wasser ist da für Bausteller. Das Händewaschen unterwegs. Hygiene. Doch, wieder einen kühlen Kopf. Ja. Ja, Aber ich jetzt hoffe... gammelt das Auto. What? Die Scheibe fehlt. Oh no! Ja, weißt du, Aber das ist doch schnell kaputt Die machen. Scheibe kriegst du auch nicht mehr rund hoch. Ja. Dann lass mal einen Daumen oben da. Ja, ihr kennt die Geschichte. Auto läuft, wie gesagt, noch. Da werden wir uns natürlich wieder einmal tolle Sachen für überlegen. Ja, Herr Kameramann. Kann ja mal fragen, was man sonst noch für Dachlasten transportieren Das muss. stimmt. Sagen die nachher irgendwelche 24 Meter lange Stahlträger oder Kann man nicht machen. Muss man 24 Reifen- Meter Stahlträger Reifen hochkant. hochstapeln. Ja, auch. Oben Loch eingeschnitten, wie so ein Flock ins Auto rein, fertig. Ja, wie gesagt, wenn ihr da noch den einen oder anderen Anreiz habt, was man mit diesem Auto Schönes noch an Lasten bewegen kann, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Stefan hatte die erste Nahtodserfahrung. Ja, ganz schlimm. Gut überstanden. Muss ich erstmal nach Mami. Sehr gut überstanden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Schauen. Wie gesagt, lasst ein Abo da, abonniert uns weiterhin fleißig, lasst einen Daumen oben da, schaut bei Instagram, Facebook vorbei, da sind wir auch immer stets vertreten. Ja, und weiterhin gesund bleiben, ne? Ciao. Ich fahre noch mal eine Runde.